gestern sind wir hier in Lausanne angekommen und dann schnell einen kleinen Spaziergang machen am Strand sozusagen. Es ist wirklich fast wie an der Côte d'Azur mit schönem Sandstrand. Leider war das Wetter ja gestern noch nicht so wahnsinnig. Heute sieht es viel besser aus, wie ihr hier im Hintergrund seht. Sonne. Und wie ihr jetzt hier auch gerade gesehen habt, wir sind jetzt hier auf einem Parkplatz, haben wir übernachtet und jetzt geht es ab ins Olympische Museum. Und wer ist mit dabei? Natürlich ihr. Hast du es? 40? Oh. Super gut. Dein Fazit? Sehr lohnenswerter Besuch gewesen, ja, muss ich sagen. Sehr schön gemacht und ich habe sogar noch etwas, also nicht nur sogar, ich habe ganz viel gelernt. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass die Olympischen Ringe mit diesen Farben alle Farben von allen Nationen auf dieser Welt quasi abbildet, weil jede Nation hat irgendeine Farbe von diesen Ringen in ihren Flocken. genau. Habe ich nicht gewusst. Wirklich sehr spannend. Und die 5 Ringe symbolisieren den Kontinent. Jawohl. Haben wir auch nicht gewusst. Habe ich auch nicht gewusst. Auf jeden Fall also wirklich ein Besuch wert. 18 Franken pro Person. Und ja, also wenn ihr hier in der Nähe sind, Lausanne unbedingt machen. Nehmt euch aber einen guten halben Tag Zeit, würde ich sagen. Ja, also man kriegt zwar Audioguides, es hat nicht so viele Nummern, die man hören kann. Es ist vieles, wie sagen wir dem, zum selber lesen oder
Ja, und lesen ist dann nicht auf Deutsch, sondern nur auf Französisch oder Englisch. Ja. Aber die Audioguides kann man auch auf Deutsch haben. Also, aber ich habe gefunden, es ist eine gute Mischung zwischen etwas hören und selber ein bisschen schauen. Ja. Ja, und damit endet jetzt für uns da unsere Tour. Wir sind jetzt in Lausanne angekommen. Heute geht es wieder heim zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour. Tschüss zusammen. Ja, gestern sind wir ja noch... So hat man uns schon lange nicht mehr gesehen, mit Sonnenbrille und... Dicke Jacke. Hallo! Ja, so sieht es aus, wenn man GoPro abmontieren muss. Schliesslich muss man den Zuschauern etwas bieten. Geh schnell raus. Und natürlich regnet es wieder mal ein bisschen. Und wenn ihr wüsstet, was hinter der Kamera für eine Aussicht ist, wow, Hammer. Hammer.